Das ist ganz schlimm. Ja, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Sie sind so Scheissabstände. Hallo. Wunderschönes Theater. Es ist das Theater 11 in Oerlikon. Genau, wir sind früher viel hier andere Komiker schauen. Es hat noch Stadthof 11 geheissen. Genau. Ist noch ohne Balkon gewesen, das weiss ich noch. Nur so. Ist wirklich beeindruckend. Wir sind vor 4 Tagen das erste Mal hier reingekommen. Wir haben noch nie hier rein gespielt. Wir haben wirklich schon fast auf jeder Bühne gespielt in der Schweiz, aber hier rein noch nie. Schön. Und haben vor 4 Tagen das erste Mal hier rein gespielt und sind wirklich beeindruckt. Es ist eine richtige edle Stimmung hier drin mit diesen roten Sitzen und allem. Die Infrastruktur ist der Hammer. Schauen wir mal, ob bei der Regie jemand ist. Der Regi. Bei der Regie. Regi. Wir haben angefangen in Sälen, die mehr als 1500 Plätze haben. Einfach auch ein bisschen, um unser schlechtes Gewissen nicht aufkommen zu lassen, mit Übertragung zu arbeiten. Das heisst, wir haben links und rechts von der Bühne 2 grosse Screens, wo das Kamerateam, sehen wir da, unsere Mimik, einfach unsere Details auf der Bühne projizieren. Sie, das ist einfach nur lukrativ. Jeden Montagmorgen Muckiturnen. Das sind die Cams, die uns einfangen. Das sagt man auch GoPro, das sind die man auch in der Action-Sportszene auch viel auf den Helm findet. Kann man gut auf den Helm auftun und dann das Nöben oder so. Genau, und das sind unsere Techniker. Licht und Ton. Alles, was Bild ist, ist der Regiewagen draussen. Und der ist wie ein Dirigent dort rein und sagt: Kamera 4, Kamera 3, Kamera 1, mach da, mach da. Der kennt unsere Show in- und auswendig und weiss wirklich jedes Detail, wenn er muss auf was schalten. 2, Achtung, jetzt. 2 auf die rechte Seite, 1 auf die linke. Ja. 2, Top und mit, komm. Ja. Top, jetzt kannst du langsam aufziehen, jetzt kommen wir miteinander. Das sind sogenannte Randgruppen. Ja, das sind die Techniker. Genau. Wir haben sie eigentlich noch nie von vorne gesehen. Wir kennen nur die 4 Rücken, aber die schauen uns nie an von vorne. Sie haben in ihrer Grundkultur, in ihrem Wesen eine gewisse Arroganz. Das Hunger. Er ist von der Feuerpolizei, er muss hier wach halten. Das lustige Haus ist völlig überrascht. Die haben hier 6 Künstlergarderoben für Solokünstler und dann gibt es etwa 10 Garderoben für Tänzer, für Musiker und so weiter. Und sie sind völlig überrascht, dass wir eine Garderobe brauchen, weil wir beide am liebsten in einer Garderobe sind. Das haben sie noch nie gehabt, glaube ich. Da musst du jetzt mal schauen. Ich habe mein Rippchen kaputt gemacht. Und wenn wir das jetzt drauf tun, dann tut das so. Johnny erzählt mir gerade, dass er beim Schweizer Talent hat es immer geheißen, die Juroren müssen am Anfang der Sendung einen dynamischen Auftritt, Showauftritt, die Stege durchmachen. Und es geht wirklich. Da, die Distanzen sind so doof, es geht voll nicht. Wir probieren es noch. Ja. Was ist die kleinste? Man kann es nicht. Man kann es nicht. 2 Schritte ist nämlich auch blöd. Ja, ist auch scheiße. Ja, nein, wir haben uns vorgenommen, dass wir immer jemanden von unserer Crew vorstellen wollen. Und wir Jetzt muss ich sein. Jetzt muss Didi sein. Mit ihm arbeiten wir den Dietmar Scheible. Kommt mit seinem Namen auch vor im aktuellen Programm. Der Didi arbeitet uns schon am längsten zusammen. Ja, und zwar wie viele Jahre? Seit 11 Jahren. 2007. Ja. Seit 11 Jahren, also ein Divertimento Urgestein. Urgestein, ja. Genau, also er hat mit uns auch noch die Scheissauftritte gemacht, irgendwo verrissen. Ja, das hat sich jetzt nicht groß geändert. Also. Nein. Ja, eben. Scheiße ist es immer noch. Abseits von der Bühne lachen wir extrem viel aufgrund Von seinen Flachwitzen. Von seinen Flachwitzen. Von seinen höchst intellektuell angehauchten Sprüchen immer wieder. Nein, es ist wirklich eine mega Freude, so Menschen dabei zu haben, weil wir sind so viel zusammen unterwegs. Ja.